Servus. Philosophie am Morgen, um halb 10 schon wieder. Ich bin gerade mit dem Auto unterwegs gewesen und vor mir war ein Bus mit einer wunderschönen philosophischen Nachricht. Leben ist Zeichnen ohne Radiergummi. Und das hat mir gefallen. Und das wollte ich euch jetzt nicht vorenthalten. Ich bin mit 15 das erste Mal vollwertiges Mitglied des Straßenverkehrs, also des motorisierten Straßenverkehrs gewesen mit meinem Mofa. Habe so ein lilas Mofa gehabt. Und bin dann auch nach der Prüfung relativ schnell von St. Engelmann nach Straubing gefahren. Das hat eine Zeit gedauert, aber war mir wurscht. Ich war ein vollwertiger Straßenverkehrsteilnehmer und bin mit meinem Mofa dann wirklich auch konsequent auf der kompletten Fahrbahn gefahren. Keinen vorbeilassen, weil ich bin ja gleichwertig. Und bin da wirklich dann auch kurz vor Straubing, vor Hornsdorf bis in Hong runtergefahren, schön brav, mit 300-400 Autos hinter mir. Wahrscheinlich haben am Verkehrsfunk 10 Durchsagen gewesen, weiß ich nicht. Mofa, für behindert, Straßenverkehr, wie auch immer. Mir war es wurscht, weil ich war ein vollwertiges Mitglied und überhaupt. Ja, das war gut fürs Selbstbewusstsein. Weniger gut fürs Selbstbewusstsein war, ich habe ein Jahr später dann, als ich 16 geworden bin, habe ich einen Mopedführerschein gemacht. Der hat aber die praktische Prüfung, da habe ich 2 Anläufe gebraucht, weil bei der ersten haben wir gedacht, ich mache alles richtig, mir kann halt keiner was, ich bestehe diese Prüfung mit links. Und dann waren wir in Straubing, da war die Prüfung, und vor einer Kreuzung hin, und dann habe ich links, vor der linken Seite ist ein Bulldog gekommen. Der war ungefähr 300 Meter weg. Und man denkt so, ich warte jetzt. Vorsicht, ist die Mutter der Porzellankiste. Ich gewartet. Und gewartet. Also ich glaube ja, in der Zeit, wo ich gewartet habe, hat sich der Prüfer noch schnell an der Tankstelle an der Leberkasse gekauft und ein halbes Bier oder vielleicht auch 2. Zeitnah haben sie gehabt. Irgendwann einmal, nach 5 Minuten, ist der Bulldog vorbeigefahren, dann haben wir weitergefahren, haben wir zum TÜV zurückgefahren und habe einen Führerschein nicht bekommen und war ein bisschen schlecht gelaunt an dem Tag. Beim Auto hat es Gott sei Dank besser funktioniert, obwohl der Sepp, also mir ist schon so vorgekommen nach der praktischen Prüfung, dass er gescheit geschwitzt hat. Also er war sehr froh, als ich den Führerschein dann auch gehabt habe. Aber ja, bestanden ist bestanden. Ich habe das Auto vom Papa, also meine Eltern haben gehabt, einen Honda Civic, der war nicht schlecht. Und danach, also wir haben noch so eine zweite gehabt, so eine Punkschüssel habe ich gesagt dazu, das war ein alter Fiat, so ein weißer Kasten mit Jock, den wir, also 4 Gänge, 3 Türen. Und am Anfang hat man halt auch so ein Ding ausziehen müssen, das hat ja furchtbar gestunken, bis er einmal gescheit gefahren ist, aber mit dem Ding, da bin ich überall gefahren. Da bin ich weit weggefahren, bin ich real weggefahren, bin ich überall hingefahren, weil das war quasi, das war Offroader selber gemacht. Und wo der dann verschrottet worden ist, wo der Nachfolger gekommen ist, also da haben wir dann ein Honda Logo gehabt und ein Fiat Cinquecento, der hat ausgeschaut wie so Red Bull-Dosen, der war in der Mitte silbern und vorne und hinten blau. Da ist dann der hingegangen. Weil der Papa, der hat ein Logo dann gehabt, das war so, also weil er VW Loop war, halt bloß von Honda, und hat jetzt irgendwann mal eine Drahtschatufe runterfahren lassen. Ich erkläre gleich, also das war eine ganz steile Straße. Und der ist, also hat das Auto geparkt und ist ausgestiegen und hat dann nach 3-4 Metern gemerkt, dass er vergessen hat, dass er die Handbremse angezogen hat sich umgedreht und das Auto ist selbstständig diese Straße runtergefahren an die nächste Garage dran und hat dann hier noch nicht mehr so schön ausgeschaut. Ich bin saufroh, dass ich nicht gewesen bin, weil das hätte ich hören war ja Glück im Unglück, mehr oder weniger, und auch dass natürlich, dass nichts passiert ist. Aber ich habe mir gedacht, ich kann das auch, was der Papa kann, das kann ich schon lange. Ich bin dann mit dem Fiat gefahren und bin dann kurz drauf, habe ich einfach einmal eine Vorfahrt genommen im Dorf, mal geschaut, wer das so ist. Haben wir aber noch nicht gelangt, die Tullaken sind gerichtet worden und dann bin ich habe damals in so einer Fabrik gearbeitet, wo
tiefer weiter und habe Frühschicht gehabt und in der Früh um 6 Uhr. Ein ganz kurviger Strickwind, da ist mir nie einer entgegengekommen. Haben wir gedacht, Scheiße, halt pressiert. Jetzt überhole ich den Lastwagen, der vor mir ist. Da kommt keiner. Betäuscht. Ich habe mich, also der erste Gedanke, als der Airbag im Gesicht gelandet ist und ich so geschaut habe, war, okay, Fehleinschätzung. Habe ich erst mein Radio ausgedreht und dann habe ich gemerkt, dass da wegen mehr kaputt ist und dann haben sie mich ins Krankenhaus gebracht. Und, ja, again what learned. Schmerzhafte Erfahrung. Danach habe ich einen Corsa gekriegt, den habe ich lang gehabt. Den habe ich ganz lang gehabt. Der war ziemlich fertig, dem Sand. Habe ich überhaupt schon erklärt, was Drahtschartoffe? Ich habe noch nicht erklärt, was Drahtschartoffe war, oder? Drahtschartoffe, genau, das muss ich nur erklären. Es war eine Radschuhtafel, ist da drauf gestanden. Also habe ich mir vom Papa extra erklären lassen. Ganz oben ist so ein Schüttel, Radschuhtafel. Das hat geheißen früher, als man noch Pferdegespanne zur Fortbewegung und zum Transport genutzt hat, hat man also an so ganz steilen Straßen einen Radschuh eingelegt ins Fahrwerk, damit die Räder den keinen Bremsen haben können oder Kühe oder was auch immer vorne drüber, weil es halt so steil war. Also das ist die sogenannte Radschau-Doofe für alle Nicht-Engelmaler, die mir zuschauen, die das nicht kennen, was ich da verzeiht habe. So, jetzt habe ich vergessen, beim Corsa war ich. Beim Corsa mit dem Auspuff, das war so die Zeit, wo man immer ganz laut Musik hört. Das habe ich natürlich auch gemacht, voll aufdraht, Heavy Metal oder weiß ich nicht was. Und bin über den Federer Stadtplatz gefahren und habe mich sackerisch gefreut, dass mich alle Leute so bewundern, wie ich mit meinem Auto da so fahre und dann schön grüßt und Musik nur lauter drauf ans Fenster mit der Zigaretten und die coolste Sau vom ganzen Wald bin ich gewesen. Und dann hat mir halt doch einmal einer, weil ich stehen geblieben bin, an die Scheibe geklopft und hat gesagt, du schleppst fein einen Auspuff hinter dir her. Ja, ich habe ihn dann eingepackt, meinen Auspuff, nachdem er wieder kalt gewesen ist und bin davon weniger stolz, weniger erhobenen Hauptes, also dunkelrot war jetzt mein Pulli und bin quasi, ja, man hat mich trotzdem gehört, ohne Auspuff. Ich habe es auch ein paar Mal geschafft. Wenig Geld in der Tasche, wenig Benzin im Tank. Ich habe aber gerechnet, komme ich noch heim, komme ich nicht heim. Ich habe da hinter am Stadtplatz, also nicht weit weg gewohnt. Und ein paar Mal habe ich mich verrechnet, habe aber dann einen ganz lieben Nachbarn gehabt, der ist mir dann tatsächlich ein oder gar zweimal zum Benzin holen gegangen im Kanister, weil ich halt stehen geblieben bin. Unten beim Eulenspiegel war das, glaube ich. Einmal war es beim, ja. Jetzt haben wir halt schon so viele Markennamen und so viele Firmennamen, wie auch immer, benutzt. Jetzt ist schon wurscht. Sagen wir so weiter. Ich habe nach dem Corsa irgendwann einmal, da ist gar nicht mehr gegangen, weiß ich nicht. Ich bin mit dem drum so oft stehen geblieben und so oft dann weiß ich nicht, ich glaube, ich war kein einziges Original-Blechteil mehr dran im Auspuff, das war so ein richtiger Fleckerteppich, aber er war mir lange treu, bis er dann wirklich nicht mehr gegangen ist. Dann haben wir uns einen Kombi geholt, den habe ich in Hunderdorf neben der Straße stehen, einen Toyota Corolla, der war auch cool, hat was hergehalten, der hat uns lang gefahren, und der ist nach Tschechien sind wir auch gefahren damit einmal und da hat er schon ziemlich geschäbert, deswegen haben wir dann nach diesem Urlaub uns einen Golf zugelegt. Den haben wir noch, einen 6er oder 7er Golf, das wisst ihr jetzt der Mo wieder. Ja, ich glaube, ein 7er Golf ist. Der ist cool, der kommt aus Dänemark. Der hat dänische Papiere. Das ist mir aufgefallen, nachdem ich nach der dritten Seite allweil noch nicht kapiert habe, was jetzt da drin steht. Ja, wir haben ihn vor 2 Jahren nach Hause gebracht, haben wir gesagt, wir stellen jetzt unserem Auto mal seine Wurzeln vor. Haben wir in Dänemark gewesen, das ist aber eine andere Geschichte und ich sehe, wir haben jetzt schon fast wieder die 10 Minuten geknackt und mein Vorsatz, von wegen meine Videos werden kürzer, hat halt wieder nicht funktioniert. Deswegen beenden wir das Ganze heute. Und möchte euch nochmal die Weisheit des Tages
nahelegen. Leben ist Zeichnen ohne Radiergummi. Ich wünsche euch nur ein schönes Wochenende. Fahrt's vorsichtig, passt beim Überholen auf und macht es gut.